Meine Damen und Herren, genießen Sie den 10. Geburtstag des Euros, denn ich bezweifle sehr, dass Sie den 20. feiern werden. Was wir diesen Morgen gesehen haben, erinnert an die alten Sowjetzeiten. Erinnern Sie sich an die 5 Jahrespläne, deren Erfolge oft angekündigt worden waren, bevor sie überhaupt in Gang gebracht worden sind, mit viel Gerede über Rekordernten und wundervolle Produktionszahlen von Traktoren. Und ich nehme an, dass ähnlich wie in diesen Tagen, wir an diesem Morgen bearbeitet worden sind von einer Reihe nicht gewählter, alternder Bürokraten, die uns erzählen, welch großer Erfolg die ganze Sache war. Es ist alles wahnhaftes Zeugs. Der Gedanke, dass die Europäische Zentralbank einen guten Job gemacht hat, ist unglaublich. Es war im letzten Juli, als die EZB die Zinsrate erhöhte, genau in dem Moment, als die Märkte einbrachen und das Zinsniveau im Rest der Welt herabgesetzt wurde. Natürlich überrascht mich all dies nicht, weil worum geht es beim Euro? Es geht um eine politische Klasse, die den Menschen Europas ihren Willen aufzwingt. Erinnern Sie sich, nur 2 Länder hatten eine Volksabstimmung über den Euro, Dänemark und Schweden. Und beide sagten Nein. Dieses kleine Wort, das sie vermeiden wollen, wann immer es möglich ist. Die Eurozone wurde nie getestet, wird es aber jetzt werden. Spanien ist in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Italien, wie deutsche Ökonomen mehrere Male sagten, hätte dem Euro niemals beitreten sollen. Die Situation verschlimmert sich und sie ist es wert, dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf fokussieren. Tausende junger Leute demonstrieren draußen auf den Straßen, verlangen, dass ihre Regierung etwas unternimmt, stellen in Frage, dass die Regierung Rechte beschneidet, verlangen, dass die Regierung die Währung abwertet. Die griechische Regierung steckt in der Euro-Zwangsjacke. Sie können nichts dagegen tun. Es gibt nichts, was eine zukünftige Wahl in Griechenland tun könnte, um irgendetwas zu ändern. Und wenn Leute ihnen die Möglichkeit genommen haben, mithilfe der Wahlurne ihre eigene Zukunft zu bestimmen, dann habe ich Sorge, dass Gewalt die einzige logische Alternative werden könnte. Was ihr mit dem Euro gemacht habt, ist, Leute in einem ökonomischen Gefängnis gefangen zu haben, Leute in einem Folterkerker gefangen zu haben. Aus dem herauszukommen, ist großen Mutes bedarf, Führung oder möglicherweise den zwangsläufigen wirtschaftlichen Niedergang. Sie können mich ausbuhen, Sie können jubeln, aber erinnern Sie sich an eines. England außerhalb des Euro war in der Lage, die Währung abzuwerten, war in der Lage, Zinssätze runterzufahren. Wir waren in der Lage, die Dinge zu tun, die notwendig waren. Jubeln Sie weiter, wenn Sie wollen. Aber haben Sie mitbekommen, dass heute Morgen in den Anleihemärkten griechische Anleihen 233 Basispunkte höher als deutsche gehandelt wurden? Gut, ich weiß, dass die meisten von Ihnen in diesem Saal nicht mal wissen, was das bedeutet. Aber diejenigen, die es verstehen, werden ihr Bestes geben, es zu ignorieren. Wenn Sie wollen, machen Sie so weiter, den Kopf in den Sand zu stecken. Sie können die Märkte ignorieren, wenn Sie wollen, aber die Märkte werden Sie nicht ignorieren.